Hier leben sie, die 400 Wildpferde, in den Wäldern und Feldern des Meerfelder Bruchs. Das große Warten vor der Öffnung der Arena und dann geht es rund, zunächst mit dem Vorprogramm. Die Jüngeren unter unseren Zuschauern werden es wissen. Genau aus diesem Grund hat Geis jetzt auch gewunken, denn Maja und Geis haben bei Facebook 85.000 Follower und es werden täglich mehr. Ja, und dann wird auch schon mal geschimpft und Geis sagt, da ist alles nicht so schlimm, ich gebe dir ein Küsschen und dann bist du wieder brav zu mir. Ja klar, machen wir alles. Genau. Maja und Geis. Genug gearbeitet. Was machen wir dann? Wir legen uns hin. Vorher noch ein bisschen Gras messen. Felder hoch und da sitzen wir im Kissen. Wunderbar. Darüber hinaus danke ich den Ordnungsbehörden, der Polizei, der Feuerwehr, dem THW, dem Deutschen Roten Kreuz und allen Anwesenden. Führungswechsel. Denn es führt im Moment die Nummer 2, das ist Nikos vor Johnny und Sean. Spännig, liebe Freunde, kommt Bernhard Gauseboot zu uns mit Woodstock und Woti. Er fährt hobbymäßig Kutschen in dieses Jahr schon zum anzuschauen. Vor der Kutsche ein verlässlicher Partner. Und schaut mal die Handpferde, die dort in die Bahn gekommen sind, mit zwei ganz erfahrenen Besitzerinnen, mit Dana und Franziska, die ihre Wildpferde bis zur hohen Dressur ausgebildet haben. Sie sind durch alle Höhen und Tiefen, wurde 2011 als bis dahin wilder Hengst gekauft. Jetzt schaut mal, wie schön ein wilder Hengst sich hier in Szene zu setzen. Ja, Sixpack.
Das ist einfach etwas, das muss man in Ruhe genießen, so wie sie zu uns kommen, wie sie hineinkommen. Einmal diese Arena mit Staub füllen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Eine eingeschworene Mannschaft und die wird jetzt versuchen, an die 40 Jährlingshengste aus dieser Gruppe herauszufangen. Und nicht mit irgendwelchen Tricks, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern nur mit der Hand. Schnell müssen sie sein, laufen müssen sie können, das Pferd dann ablegen, den Jährling das Halfter auflegen, um dann die Jährlinge dort hinten rechts im Jährlingsstall unterzubringen. So, das ist jetzt Strategie. Schauen Sie mal, die Herde wird so ein bisschen geteilt, sonst wird es schwierig. Mama erklärt es. Jetzt haben wir. Umdrehen, jetzt haben sie. So, jetzt haben Sie das gesehen. Erst haben Sie ihn kämpfen lassen und dann kamen Sie mit dreimal. Oh, sind Sie wieder weg. Wunderbar, die Sonne hier. Tanz, geh nicht zu nah ran. Lass den Fabian mal ganz alleine. Da muss er jetzt durch. Und zum Schluss wird die Herde wieder in die Freiheit entlassen. Und die eingefangenen Jährlinge kommen zum Schluss in das andere Gatter zur Versteigerung.